Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ach Gott, ich mache hier immer so zwischen der einzelnen Episode kurz Pause, um mal rauszugehen, mal in die Zurare und so. Und derzeit ist der 19.10., das heißt, so langsam hält der Herbst auch bei uns hier im Real Life Einzug. Und ja, schockierend ist, ich sehe dort draußen wieder, jetzt fängt der Herbst tatsächlich an, und zwar der Haselnussstrauch, der eigentlich der mächtigste Baum in unserem Viertel ist, mit über 6 Meter groß, der fängt wieder an, sein Lab fallen zu lassen. Alter, jedes Mal wieder dasselbe? Ernsthaft? Egal. Auf jeden Fall, ich krieg's kalte Kotze, wenn ich da wieder dran denken muss, dass ich im Herbst dann wieder Laub rächen muss. Ich bin so froh, dass es das in Stardew Valley nicht gibt. Wenn dem so wäre, hätte ich das Spiel auf der Stelle aufgegeben und wäre schreiend weggerannt, weil Laubreche ist was ganz, ganz Schreckliches, finde ich. Jetzt habe ich gelernt, wie man Obstsalat macht. Und morgen regnet es auch nochmal. Gewitter erleid. Die friert sich wie Sau wegen im Regen. Der Clay ratzt die ganze Zeit nur. Und der Hund, der hechelt. Okay. Alles klar, da haben wir mal schön paar Regentage hintereinander. Den ich mal sagen, nachdem wir dann in der Episode vorgestern das Zeug, die neue Felder angelegt haben. Ui, Preiselbeersoße haben wir jetzt noch gelernt. Und von Demetrius kriegen wir noch einen schönen Amethyst. Das finde ich auch sehr lieb. Der schöne Amethyst übrigens. Gehen wir doch mal direkt weiter an die, der es richtig gut gefällt. Bitteschön. Ja. Oh, wir waren kurzzeitig jetzt wieder auf 11 runter. Das gefällt mir aber nicht so gut. Vielleicht hasst sie mich gerade. Na, aber wie ist es? Okay. Riva sind auch immer gut. Nee, Alter Ackermann. Hör auf die Riverei zu fläzen wie so ein... ich sag's jetzt mal nicht. Nur, ich sag so viel dazu. Kennt ihr die Episode von American Dad mit dem ehemaligen KGB-Spion Sergei, der dann in die Nachbarschaft vom Stan zieht und dann das Steve unterrichten soll, wie man eine Modellrakete richtig baut. Und er meint, wenn du den Wettbewerb gewinnen willst, muss dein Geist hart und freudlos sein, wie eine russische Rübe. Und wie er dann die Riebe einfach wie Äpfel frisst. Ah, na? Moment, nee, ich will die Riebe doch reinklatschen. Da können wir nämlich auch was damit machen. So, da kann man nämlich mit der Riebe auch ein bisschen was produzieren. Ansonsten sollte man noch ein paar Laternen bauen, bin ich definitiv davor. Aber zuerst mal wieder um unser Viecher kümmern. Das muss sein. Ah, da ist mal wieder Enterei dabei, ausnahmsweise. Das heißt, wir müssen einmal die Eierproduktion auch ein bisschen, die Mayo-Produktion auch um eins noch hin verschieben. So. Oh, jetzt habe ich das Enterei hier. Na, egal. So. Das heißt, die Schatte-Mayonnaise muss auch erst der zweite Zug warten. So wie hier die Ziegemilch- und Ziegekäse-Produktion. Kriegen wir hier. Aber das muss jetzt alles auf mehrere Etappen laufen. So. Dann zuerst die Kuhmilch. Und dann die Ziegemilch zum Schluss. Hier ist nun nix. Das wächst alles noch. Die Süßkartoffeln natürlich auch. Okay, hier sind die Peperoni-Schote wieder gut. Sehr schön. Dann können wir direkt hier weitermachen. Und jo. Dann machen wir gerade noch hier der Recht. Und dann ist auch alles gut. Ach ja, ich bin dafür, heute könnte man mal wieder in die Schädelminerei gehen, weil sonst haben wir ja nichts Großartiges zu tun. Und die Laterne, die kann man immer noch bauen, finde ich. Das kann man immer noch machen, wenn man aus der Mine zurück ist, beziehungsweise aus der Schädelhöhle. Okay. So viel dazu.
Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal zum Pierre. Stimmt, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ah, da wächst es auch allmählich ganz gut. So. Da ist mit der ganze Kram doch rein. Ja, jetzt gehen wir es halt zu Fuß. Egal. Gehen wir mal im Spaziergang im Regen, beim Spaziergang im Regen zum Pierre. Jupp, noch ein bisschen Lehm geholt. Kann auch nie schade. Brunnen müssten wir uns demnächst Ammo bauen lassen wieder. Damit man da dann wieder eine hin, wo ich freigelost habe in der letzten Episode. So, Servus Pierre. Gucken wir doch gerade mal, wo sind dann die River? Wo waren dann die River? Habe ich die bei der anderen geholt oder was? Ich bin mir gar nicht so sicher. Artischocke. Habe ich denn die Rive her? Na egal. Dann machen wir halt 24 Amaranth. Gut, nehmen wir halt das. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was ich alles brauche für der, sag mal, sonst sage ich das für der Brunner. Ja, ich habe sowieso kein Material bei mir. Egal. Dann gehen wir erstmal zum Clint rüber. Ich glaube, da brauche ich Stäh und Kupferbach eventuell und Lehm. Ich bin mir nicht mehr so sicher, was das braucht. Na egal. Wir gehen zuallererst mal zum Clint. Lass mal die Geode aufbrechen, die wir da ewig schon drin haben. Das ist Sandstein. Und hier wieder Lehm. Alles klar. Haben wir das Sandstein schon abgeliefert? Nee, tatsächlich noch nicht. Sandstein ist sogar etwas, was in der Palz sehr häufig vorkommt. Die ganze alte Sache wie aus dem Mittelalter und aus der Römerzeit wird meistens in unserer Gegend aus Sandstein hergestellt. So. Gut. Sieht doch gut aus. Dann Bushalter. Genau, das Zeug pflanzen wir noch ein. Dann machen wir am besten noch die nächste Runde bei Käse und Mayo. Aber vorher kommt das Zeug noch fort, wo es hingehört. Und der Rest behalten wir, wie gesagt, Holz und Batterie brauchen wir noch. Oh. Kaktusfrüchte brauchen wir allerdings nicht. So. Dann pflanzen wir doch einfach mal ein bisschen Amaranth noch an. Nachdem jetzt die ganze Rive fort sind in der Produktion. Genau, können wir jetzt auch hier das Schatte-Ei. Sehr schön. Und da kommt dann das nächste, die Ziegemilch. Und zwar die groß und die Klee ohne alles. Dann... Kommst du mal mit? Ist eh schon spät genug wieder. Die Mayo bringen wir weg und die Käse bringen wir dann ovens ganz fort. So, weg. Nein. Die wollte ich fortschmeißen. So. Dann doch lieber aufs Schwert statt auf die Gießkanne. Mit der Gießkanne möchte ich nur ungern kämpfen. Und Siggi, du wartest hier. Natürlich nicht mal Wüste Ticket. Also, ab in die Calico-Wüste. Und dann, ui, hier sind aber viel Kokosnuss heute. So, nehmen wir doch gleich mal. Yep. Silvanie und eine Goldene. Und 2 Goldene und eine Silvanie. Yay. Dann nichts wie runter. Gucken wir mal, was wir heute reisen können hier in der Schädelhöhle. Auf jeden Fall können wir viel Gold rausschlagen. Das ist nie verkehrt. Eventuell haben die Schleimer. Jo, ach mal wieder. Bisschen Iridiumerz parat. Na, komm schon. Nee, leider nicht. Oh, scheiße. Oh nein, oh nein.
Geh weg. Geh weg. Hau ab. So. Genau, das Gold lasse ich nur sehr ungern dort liegen. Also, runtergekrabbelt wird. Und wir hängen hier in der Kanalisation mit den ganzen Würmer da hervorragende Algensuppe war das, glaube ich, hieß das, oder? Genau, Algensuppe haben wir da gefunden. Und mit der können wir unsere Gesundheit auf jeden Fall gut hochpushen wieder. So, das Kupfer lassen wir jetzt erstmal da liegen. Das interessiert mich nämlich eigentlich gerade nicht. Holz, meinetwegen, haben wir sowieso gerade dabei. So, dann geht es erstmal bei uns wieder runter. Ich muss gerade mal gucken. 75 Energie und 30 Gesundheit. Eigentlich ist das ziemlich stabil, muss ich sagen. Das ist bei weitem nicht das Schlechteste, was man kriegen könnte. Ah, Loch. Mit der Spitzhacke ist etwas doof, die Dinger aufzumachen. Gut, hoffen wir doch mal, dass das Loch ziemlich weit nach unten geht. Wir sind jetzt auf Ebene 3. Bitte sehr tief. 5 Ebenen nur. Schade. Oh, oh, oh. Ich denke, es ist kurz Zeit, sich eine Algensuppe zu föhnen. Und dann können wir weitermachen. So. Das sieht doch jetzt schon wesentlich besser aus. Okay. Die Drachen sind mittlerweile auch nicht mehr so das große Problem, habe ich das Gefühl, ne? Und ich glaube, bei den Löchern ist es auch von Vorteil, je mehr Stämme in der Tasche hat, desto tiefer stürzt man auch. Das heißt, eigentlich hätte ich da wirklich mit viel Stäh reingehen sollen in die Schädelhöhle. Oder mit viel Gepäck auf jeden Fall. Viel Gepäck oder viel Stäh? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall viel von irgendwas und allem am besten. Ah, würziger Aal. Ui, das ist ziemlich gut. Das kann ich im Notfall mir dann zwirbeln. Okay, wir gucken jetzt nochmal, ob wir hier weiter eine Treppe oder sonst was finden. Eine Omnigeode, auch nie verkehrt. Ich muss aber hier tiefer kommen, dass wir endlich mal auf Ebene 25 kommen. Ich weiß, ich habe zwar schon gesagt, es gibt zwar auch schon einen Hack, wo man dann Treppe einbauen kann, aber trotzdem sind wir 6 Ebenen runtergekracht. Nochmal eine Algensuppe schlonze. Da geht es im Ackermann auch schon wieder viel besser. Ja, Ebene 14 sind wir jetzt immer hier schon. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Und Diamant zusätzlich kann auch nie schaden. Ja, Iridium. Iridium hätte ich einfach mal gern. Kohle ist zwar auch nicht schlecht, aber Iridium wäre mir gerade tatsächlich lieber, wenn wir da Iridium-Adern hätten. Aber ich denke, das wird uns erst auf tieferer Ebene vergönnt, sowas, gegönnt, sowas. Oder ist uns vergönnt, so rum. Da müsste ich ja was sagen, es ist uns auf der Ebene vergönnt, das zu haben. Ne? So stimmt es dann wieder. Und zip. Zip. Stirb endlich. Zip. Alter, was ist das für ein Geist? Genau. Okay, lassen wir die Mumie mal hierher wackeln. Dann kann man nämlich hier gerade ein bisschen austricksen. Okay. Halte mal den Gaul an. Jupp. Einer weg. Der nächste folgt. Ups. Nur dass ich mich von dem Käfer noch überrennen lasse. Ah, 18 Uhr. Ich muss trotzdem tiefer kommen. So führt kein Weg drauf vorbei, dass ich weiter in die Schädelhöhle reinkomme. Das klingt alles so falsch. In dem Dungeon. Ich glaube, ich nenne es aber jetzt noch den Dungeon. Das beugt sämtliche ekelhafte Kommentare vor. Und die allermeisten existieren leider in meinem Kopf. Okay, Drache. Hey. Sausack. Drache. Ich bin gerade unverwundbar dank dem tollen Ring. Hoho. Aber nur für ganz kurze Zeit. Hasepfote war auch noch mit dabei. Halte mal eine Gaulart. Das knuspern wir uns jetzt mal rein, das Ding. Okay, jetzt geht es uns doch schon mal wieder erheblich besser. Erhöht es auch das Glück? Ja, tatsächlich. Hat Glück erhöht.
Wie sieht's denn du aus? 25. Scheiße, ich brauche dringend mal wieder einen Schacht, in den ich reinstürzen kann. Ersatzweise geht auch je die andere Treppe, die ich in Windeseile finde. Ob ich so eventuell noch 6 Ebenen runterkomme? 5 Ebenen tatsächlich nur noch. Wird sich zeigen. Jede Menge Harz. Okay, bitte. Jetzt kann ich nämlich gerade wirklich Glück gebrauchen. Die Zeit ist nämlich auch langsam richtig Vorratsschritte hier. Okay, sehr gut. Ein Schacht. Nein, nur 3. Verflixt. Ah, nur noch einer. Dann haben wir es gepackt. Dann ist zumindest die erste Herausforderung geschafft. Na, komm schon. Komm schon. Und... ich glaube, da ist Iridiumerz. Ja, 2-mal Iridiumerz. Das heißt, wir können wieder welches verhütten. Hopp. Ich brauche nur noch... Treppe noch unten oder einen Schacht. Ich brauche gar nicht mehr viel. Komm schon. Schacht oder Treppe. Ich verlange nicht viel. Es wird wohl noch machbar sein, hier irgendwo eine Treppe aufzustöbern. Zur Not bastel ich mal eine. Wenn wir bis 22 Uhr noch nichts gefunden haben, dann würde ich mal selber in die Bastler, weil ich muss jetzt dringendst heim. Sehr gut, das ist aktualisiert, das Hofbuch. Wir müssen raus, wir müssen wieder heim. Aber das war doch heute mal auf jeden Fall ein ziemlich erfolgreicher Tag. Das gefällt mir. Also nichts wie ab ins Sternetautal. Gut, dann kriegen wir morgen, glaube ich, kriegen wir dann Bescheid vom Mr. Key. Der beobachtet mich hier irgendwie heimlich durch, weiß der Teufel was. Ja, mein treues Pferd wartet natürlich mal wieder geduldig auf meine Rückkehr. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Der gute Siggi. Was brauchen wir dann? Iridiumerz, Iridiumerz. Haben wir es vielleicht doch geparkt? Iridiumerz? Nö. Nee. Das kommt dann dort hier. Nirgendwo Iridiumerz. Ah, dort. Da ist es. Okay, dann holen wir uns 5 mal raus. Damit wir das auf jeden Fall noch produzieren können heute. So. Ausgezeichnet. Ein weiterer Iridiumbarre für ein weiteres... für ein weiterer Iridium-Sprinkler. So rum. Gut, das kommt durch rein. Die Hasebrot verkaufen wir einfach mal. Hier. Haben wir das? Ja, Tobas sind wir tatsächlich hier drin. Ja, dann nett. Schleim aber. Golderz. Holen wir uns einfach mal 10 noch zusätzlich. Und dann nehmen wir uns noch 2 dazu. Das kommt hier rein wieder. Gefrorene Träne. Ja, das wird verkauft. Der Rest muss woanders hier. Solange wir noch rennen können. Oh, dauert ja noch 5 Minuten. Ah, das ist gut. Packen wir nämlich noch die Käse weg. Da haben wir hier schon Regale, wo der Name drauf steht. Und zack. Ausgezeichnet. Dann könnten wir auch noch sehr viel machen. Ich habe sehr viele gute Ideen, die ich noch umsetzen könnte. So. Hier. Und dann wird es an der Zeit, dass wir das folgendermaßen regeln. Der du kommt dort hier. Wo haben wir sie dann? Die Laterne. Da. Laternepfahl. Der kommt dort hier.
Und der dort, genau, perfekt. Dann haben wir das nämlich hier überall schon gemacht. Dann brauchen wir aber noch hier einer. So, dann sollten wir dort hier auf... Ja, genau. Dann klatschen wir nämlich dort auf die Ecke. Dann haben wir den hier. Und da haben wir dann noch einer. Genau, dann kommt der nämlich dort hier. Ah, hier ist auch noch jede Menge Zeug. Nee, können Ahornsirup einfach so schlond, sagen, Mann. Nee, macht das nicht. Und das Eicheharz. Okay, dann habe ich das Gefühl. Unser, ja. Na egal, das lassen wir dann einfach mal durchstehen, wo es hingehört. Und dann geht's weiter. Gut, jetzt sind wir hier doch schon ziemlich weit. Der Kruscht müsste eigentlich noch fort, aber ist egal jetzt. Also, Kaffee wird noch mitgenommen. Da kann man dann nämlich sofort mal jede Food trinken. Also ab in die Falle. Boah, das war jetzt mal wieder ein sehr gehetzte Dachheit. Aber ich glaube, Mist, meine Reisewaage, glaube ich, jetzt auch verpasst. Verflixt. Verflixt doch mal, da wäre ich eigentlich ganz gern hingegangen noch. Aber man kann nicht immer alles haben. Da muss ich ja eigentlich gar keine 2 Alaf nehmen für die Schädelhöhle. Finde ich eigentlich auch sehr gut. Gut, lebe vom Land. Ah ja, okay, das ist, wenn viele auf dem Feld sind, auf so einem großen Feld, dann gibt es so manchmal einen super Blumenkohl, einen super Melone oder einen super Kürbis. Genau, und morgen gibt es Windböe. Zum Glück muss ich noch Keller brechen. Der Winter steht vor der Tür. Wir sollten die Heizkörper und die Wärmedämmung nochmal überprüfen und die Ventile zudrehen. Und die kümmert sich dort drum. Da ist es doch eine super Frau, wie es im Buche steht, oder? Genau, der Adam pennt. Das soll er mal machen. Ich finde es alleweil ziemlich schön hier, muss ich sagen. Mir gefällt's. Und unser Geld sieht auch gut aus, dass wir relativ bald für Pam dann auch ein Haus kaufen können. Gucke, was das dann Schönes bewirkt. Ah, das wird wahrscheinlich schon der Mr. Key sein. Gucken wir mal, was der dann sagt, der Hansel. Das brauchen wir jetzt Anime und das Achnime erste Mal. Wobei doch, wir brauchen tatsächlich noch Batterie. Was brauchen wir nochmal für den Iridium-Sprinkler? Müssen wir nochmal nachgucken. Wo ist er dann? Da ist er dann. Gold, Iridium und Batterie. Das heißt, wir holen uns noch einer dazu. Oh, du hast es geschafft. Ich bin sehr beeindruckt. Genieß deine Belohnung. Mr. Key. 10.000 Gold. Das ist ein molle Wort. Gas schickt man noch Pannekuchen. Ja, Pannekuchen mit der Porsche an und verkehrt. Das gibt doch ein bisschen was aufs Sammeln. Okay. Halte mal eine Gaulart, darum kümmern wir uns jetzt auch noch schnell. Okay, dann. Und was gibt's Besseres als draußen im kalten Regen im Herbst sich erstmal einen schönen Häse Kaffee zu ziehen? Okay, hier ist noch nichts, aber Preiselbeere, tralalala. Ausgezeichnet. Und hier noch 1, 2, 3, 4 und 5. Jo. Ja, die Viecher. Entschuldigung, ihr liebe Leute. Oh, das war voll verschluckt gerade. Das tut mir echt leid. Oh, manchmal sauge ich einfach zu gierig Luft ein beim Retter. Und da habe ich gerade voll was in den falschen Hals gekriegt. Oh. Mir kommen auch schon gerade die Tränen. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön, wenn man sich so verschluckt. Oh, Mann. Jetzt weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Von wegen die ganzen Viecher, die sind ja die in der Zeit. Stecken die auch die ganze Zeit im Stall drin. Und kommen ja nicht raus.
Okay. So, jetzt habe ich die zwei dort drüber autark. Ich habe die autark. Ich habe die hier autark. Dann kommen wir jetzt wirklich dort dazu, ne? Dann bleibt ja wohl nur noch das übrig. So. Alle hopp. Warum auch nicht? Reihe. Fortstoße mit. Und du packen wir jetzt auch nochmal das Gold hier noch mit rein. Echt was? Sehen wir doch mal so. Und so. 4 Omnigeode. Damit kann man bestimmt auch noch gut was anfangen. Aber erst einmal das Sprinkler da rein. Ja. Ich denke, jetzt sind wir bald soweit, wenn wir alles mit Iridium-Sprinkler geregelt hätten. Dann kriegen wir die Feldbewirtschaftung hier extrem gut hier. Ich meine, wir haben da schon 2 Iridium-Sprinkler. Wir haben... Ah ne, da haben wir 2 Qualitätssprinkler. Stimmt. Stimmt. Ach Gott, 69 Zucker... ja, Zucker aus Riva gewonnen. Wahrscheinlich waren es Zuckerriva. Okay. Wenn dem dann so ist... dann machen wir das am besten gleich. Ach, darüber, wo es hier gehört. Weil ich möchte die kleinen Felder eigentlich immer so gut wie möglich schon autark haben. Deswegen... Machen wir den so weg. Ich gehe mal zuerst nämlich auf die Felder. Von daher habe ich mir das gerade eben so gedacht. Kann ja nicht schade, wenn ich das so regel. Okay. Unseren Zucker müsste auch noch irgendwo hier. Ich wüsste jetzt noch mal ganz gern, wo ich den Zucker gelagert habe. Anscheinend habe ich ihn hier... Ja, tatsächlich hier gelagert. Okay, dann... Das kann noch fort. Moment. Mir fällt noch ein. Wir nehmen es einfach mal zur Sicherheit mit. Habe ich die Stäbe mitgenommen? Nee. Ich will mal bei Robin hier noch einen Brunnen bauen lassen. Warte mal, das. So. Bevor ich jetzt zum Gewächshaus um Pipapo gehe, klären wir das zuerst mit Robin, sonst vergesse ich den Schambel wieder. Deswegen erstmal wieder hier einen Brunnen bauen lassen. Ich weiß meistens, wenn man sie gar nicht brauche, die Brunnen, aber es ist besser, welche in der Nähe zu haben, als die ganze noch eine Wasserquelle gucken zu müssen. Außerdem verschönert das meiner Meinung nach den Hof. Okay, Gemeinschaftsverbesserung bei 500.000, genau. Was hat sie dann in ihrem Ladeheit? Wieder die Eiche-Sache, Zimmerpalmen, eine zufällige Laterne oder sowas, so Lamp war drin? Nö. Schade. Sehr schade. Na gut, dann machen wir aber Hofgebäude. Und zwar, ups, da sind wir doch. Ah, braucht einfach nur Stäbe. Na gut. Und zwar soll der Brunnen dort... Nein, dort hier. Da fehlt einer. So ein Mist, so ein Blöder. Dann halt nicht. Dann kümmern wir uns drum noch. Na gut. Hab's kapiert. Dann gehen wir aber auf dem Rückweg noch bei der Kanalisation vorbei. Und gucken, was es da noch gibt. Einen Tagesauftrag gibt es zum Beispiel noch. Haselnuss für Evelyn. Ach, wir hängen ja jetzt eigentlich schon dabei. Evelyn ist die Oma, ne? Moment. Evelyn ist, glaube ich, die Oma, ne? Ja. Evelyn ist die Oma. Na dann. Wo steckt sie? Da ist sie, die Oma. Bitteschön. Oh, du hast was gebraucht, wonach ich gefragt habe. Vielen, vielen Dank. Hier deine Bezahlung, wie versprochen, junger Mann.
Jawohl. Sehr schön. Und eine alte Leitstelle hilft mir ja auch gern. Ach, wenn der Schorsch ein bisschen ein bisschen krummelig ist. Naja, krumpelig ist er wahrscheinlich. Ach, ich meine, der ist ja auch schon alt, aber ja. Das ist halt das. Wenn man alt ist, wird man krumpelig und grummelig. Dann raus. Und die Omnigeode mal knacken lassen. Also, schauen wir mal, was drin ist. Es ist Granit. Normale Stäh. Ui, das ist was Besonderes. Ein Feueropal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch echt gut aus. Den kann ich noch geben und den habe ich schon geben. Na gut. Dann geben wir den schönen Feueropal doch mal an Gunther weiter. Und eventuell gibt es noch ein paar Belohnungen. So, Feueropal. Tja, sieht bloß aus, als müssten wir hier weitermachen, ne? Gut. Artefakte fehlen uns ja durchaus auch noch ein paar. Als nächstes geht's aber erst einmal. Ups, ne. Da steht's ein bisschen blädest hier. So steht's besser. Okay, was hast du dann, Kerl? Hast du am Montag was Besseres? Du hast... Ja, du laberst vor allem ununterbrochen. Ne, da hat noch Quatsch wieder. So. Dann wieder hoch mit uns. Es waren auch wieder ein paar Minuten, die ich nie wieder krieg. Und dann geht's weiter. Tja, wie gesagt, für den Brunnen müssen wir nochmal neu organisieren mit unserem Laternensystem. Ich würde eigentlich schon fast dazu tendieren, dass man das Ganze ein bisschen enger noch versetzen, damit die Lampensymmetrie aufrechterhalten bleibt. Wir gucken es uns gleich mal an. Erstmal den Kram hier wieder wegnehmen. Okay. Genau, der ist doch nämlich enger unter der Mauer. Das heißt, du ist schon richtig so. Und der, du musst raus. Und dann kann das dort hier. Genau. Ich muss gerade mal gucken, ob der zufällig... Nee, der steht nämlich nicht auf dem Trittstäbpfad. Dann steht er jetzt auf dem Trittstäbpfad. Sieht man nur nicht, aber ich merk's. So. Das sieht doch ganz gut aus alles. Ach, scheiß drauf. Bevor die jetzt wieder zumacht und bevor sie mal wieder beim Aerobic ist, machen wir den Quatsch doch gleich. Und machen da unseren Brunnen gleich mal hier. Dann ist da nämlich auch vorbei. Und das Gedehns hört auf. So, das Seppel latscht gerade wieder fort. Ich will jetzt nur mal, dass gebaut wird. Ja, genau hier. Sehr schön. Jo, die fängt dann mal ja an. Dauert eh nicht lang. Das heißt, ich kann auch köstliche Spaghetti dann nochmal geben. Ich probiere gerade zu denken, wenn ich wieder auf dem Hof bin, mit dem Gewächshaus fertig bin und so, dass wir noch ein bisschen Spaghetti kochen. Okay. Na dann. Gewächshaus. Hat das mal keine Ernte für uns. Oder? Doch, da hinten. Ups. Da hinten ist was. Jo, 2 Pepperoni. Alle hopp. Besser als nix, das bringt auch Geld. Aber die Großregezeit hört ja jetzt auf. Das heißt, wir müssen ab Moje dann wieder selber bewässern draußen. Umso besser war es eigentlich, dass wir jetzt die letzten paar Tage im Regen eigentlich damit verbracht haben, hier unser Felder zu erweitern. Und dass wir auch noch einen Iridium-Sprinkler oder 2 Iridium-Sprinkler eigentlich nochmal dazu gekriegt haben. Okay. Gut, die Sache. Da ist nochmal der Honig. Aha. Da haben wir dann gleich wieder unser Gelee gut. Das kann gleich mal fort.
Und wir machen jetzt ein Kirsch, ein Aprikose und ein Pershing-Gelee. Gut. Der Rest kam fort. Hier war noch was. Genau. Das ist auch noch weg. Dann war... Natürlich nicht. Wo war dann das? Wo war denn unser... Ah ja, doch. Hier ist doch unser Honig. Yay. Moment, hier haben wir aber irgendwo... Genau, so eine Blumensaat, die kommt nämlich hier rein. Da haben wir ja drin extra Kiste vor. Genau so läuft es. Dann Tomate und wir brauchen noch Weizenmehl. Genau. Okay. Dann war es das ja eigentlich mal wieder. Ah, Moment, das Holz können wir noch abladen. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Genau. Südele. Das heißt, wir kochen erstmal runter. Ja, du kennst deine Pflichten, finde ich immer gut. Pannekuchen. Ja, wir haben viele tolle Sachen, die wir eigentlich so machen können. Ha, Bergarbeiter, Leckerbissen, eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Brauchen wir aber dann unser Milch davor. So, dann kommt das dort rein, genau. Wir könnten von denen noch ein paar mehr herstellen. Müssten wir 6 noch herstellen. Was brauchen die? Lehm, Stäh und verfeinerte Quarz. Das machen wir noch. Lehm, Stäh und verfeinerte Quarz. Dann machen wir die Dinger noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Kram wieder rein. Halt! Ja, beides drin. Ausgezeichnet. Dann bringen wir das erstmal runter. Oh, voll die Verräterstimme kriegt ausgezeichnet. Geht. Der Käse ist jetzt auch wieder drin. Sehr schön. Und dann machen wir nur noch die Töpfe, damit wir hier nämlich auch endlich mal Symmetrie drin haben. Und los geht's. Komm schon. Yep. Yep. Das machen wir dann nämlich auch noch mit Kaktusfrüchte. Die 4 waren ja erstmal nur für der Anfang geplant, um das zu testen. Dem jetzt sich so eine Blume hier noch schön hin in eine 10er-Reihe sozusagen, können wir hier so die Kaktusfrüchte noch machen. Das finde ich eigentlich ganz gut so. Dann können wir noch unser Wasser auffüllen und an sich war es das eigentlich. Wieder für heute für mehr fällt mir jetzt eigentlich nichts großartig mehr ein, was wir noch machen könnten. Reisewaage ist ja nicht da. Hier gibt es sonst nichts mehr. Beleuchtung steht überall. Na? Sogar symmetrische Beleuchtung. Dodo. Dodo. Huch, wie bin ich denn hier durchkomme? Was war denn das für ein Glitch? War ein ekliger. Wir könnten hier noch ein bisschen Freirahmen. Das könnte man noch machen. Einfach nur, weil das jetzt von uns bearbeitete Fläche ist. Könnten wir einfach hier unser Territorium abstecken. Genau. Dann machen wir hier noch ein bisschen frei. Einfach nur, damit hier das Territorium klar abgesteckt ist. Doch die Axt so. Genau. Dann machen wir das noch weg. Und dann ist die BR8 geschält. Perfekt. Ja, das sieht doch allmählich immer mehr noch richtig im Feld aus von einem Großbauer. Was sind wir dann eigentlich derzeit? Pflanzer. Das klingt ja geradezu niedlich. Nee, das kommt wieder ein separates Zeug. So. Und so. Alle hopp. Na, den ich immer sage, ihr liebe Leid,
Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, wo auch erstmal wieder nichts los ist. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.